Ja, das Schloss sieht ein bisschen anders aus. Und ist jetzt nicht mehr das Schloss Hyrule, sondern eben Ganos Schloss. Aber das ist ein schöner Screenshot. Nice. Ja, so ist es. Ich habe keine Möglichkeit, da rüber zu kommen. Zumindest noch nicht. Das wird dann irgendwann später mal möglich sein. Und dann, wo ich mich dann um Ganon um Ganondorf müssen stellen. Ah ja, apropos Gegenstände und so. Was ich nicht mehr brauchen kann, sind... Ja, Schleudern, Dekostab, Bumerang. Bumerang macht eigentlich gar keinen Sinn, aber... Ja, Game lässt es nicht so, ich kann ihn nicht mehr brauchen. Also anderen eigentlich mehr oder weniger schon noch. Das Gute an diesen Zombies ist eben, dass sie einem nicht anspringen, wenn man nicht allzu nahe kommt. Man sollte nicht ganz reinlaufen, weil dann kommen sie. Aber ja, einfach so. Töpfe zum Beispiel finden wir jetzt auch nicht mehr, sondern einen ganz schrägen Händler. So ein creepy Typ. Und das ist so ein Geisterhändler. Nämlich... du bist ein agiler junger Mann. Und du siehst doch ganz ansehnlich. Bist auch ganz ansehnlich. Mutig. Du weißt Link, nicht wahr? Schau nicht so. Ich kann Gedanken lösen. Wenn ich so gut aussehe wie du, dann könnte ich mein Geld auf andere Weise verdienen. What the fuck? Was soll das genau heißen? Aber immerhin betreibe ich den einzigen Gespenstermarkt von Hyrule. Der Ganondorf, gepriesen sei sein Name, gehen die Geschäfte zurzeit blendend. Ich kann nur hoffen, dass das auch so bleibt. Die Geister nennt man Irrlichter oder Nachtschwärme. Sie tragen allen Hass der Welt und sie hassen alle Welt. Wenn du einen Geist fängst, dann werde ich dich reich belohnen, mein Junge. Das ist jetzt die nächste Einnahmequelle hier. Also von der einen Einnahmequelle zur nächsten eigentlich. Let's go! Also, ich soll mir überlegen, was ich machen soll und wie lange ich noch machen soll. Ich glaube, ich mache noch ein bisschen weiter, indem ich zum Beispiel auf Kakariko noch schnell gehe. Das erledigen, was von mir gewünscht wird. Also ich wollte sagen, der Mond bewegt sich so schnell. Bewegt sich zwar wirklich mehr so schnell. Sind wir so schnell? Ich habe noch gar noch nie zugeschaut. Ja, jetzt ist... What the fuck? Wieso ist jetzt das Ding wieder normal, der Todesberg? Das ist immer normal so. Ja, Navi, ich weiß. Was hast du? Sollen wir hier glauben und nach Kakariko gehen? Also ich glaube, es bleibt jetzt sonst nicht anders übrig. Darum ja, machen wir das nämlich doch, ja. Da hat sich jetzt auch einiges geändert. Ah, jetzt kann ich da rauf, genau. Ich habe gewusst, es geht. Aber halt einfach nur als kleiner Link. Gut. Da ist jetzt recht tote Hose im Moment. Das heisst, wahrscheinlich wäre ich am besten bei Tag reinkommen. Aber das kann ich ja noch schnell machen, sobald ich im Friedhof war. Genau. Im Friedhof ist jetzt ebenfalls tote Hose. Bis auf eben die Geister, die jetzt noch mehr sich bewegen. Nicht schlagen, tu mich nicht schlagen. Doch, tu dich jetzt schlagen. Wo bist du jetzt? Ah, da ist er. Wie gesagt, anvisieren ist nicht schlecht, weil dann haut es ab. Du hast einen Geist vernichtet. Ja. Nehmen wir doch den. Ich glaube, es gibt nicht allzu viel für die normalen Irrlichter. Ah ja, übrigens, das sind jetzt aber die was macht er genau? Das sind die Blätter, die ich mit der Zauberbohne gesetzt habe. Und das ist, glaube ich, schon alles. Na gut.
Hoppla. Bonk. 2 Herzteile. Also, und wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe, muss ich, glaube ich, da oben. Genau, Blümel sind ein guter Hinweis. Was, es ist noch eine andere Höhle auch noch? Nein, nein, es passt. Gut. Jetzt auf der anderen Seite noch. Ups, jetzt auf der anderen Seite auch noch ein paar Töpfe. Ja, hätte es. Ich bin fast ein bisschen zu gross zum Töpfe verschlagen. Ich schlage oben durch. Junge, bist du gut davon? Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ganz schön schnell. Lass uns die Wette laufen, wenn es dir zutraust. Machen wir doch. Das Schwierige ist, dass man nicht um die Ecke schauen kann und dass ich seine Flammen reinsäckeln könnte. Da muss man da ein bisschen aufpassen, dass man schön am Rand entlang säckelt, aber eben. Ui. Weil, wenn wir dann mit Flammen reinlaufen, verliert man recht viel Zeit. Gut. Also es ist eigentlich vom Schwierigkeitsgrad recht machbar. Mehr oder weniger. Und ich würde es mal nicht riskieren, dass ich es in jedem Fall schaffe. Das nervt mich immer, wenn es schon mal so Möglichkeiten gibt. So. Ah, shit, wo ist er jetzt? Ah, da ist er. Komm, geh rauf. Hopp. Mist. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit verloren. Und jetzt ist eine grosse Challenge. Und dann kann ich rauffliegen und ich muss säckeln, sprinten, los. Ah, doch. Das sollte gehen. Es klappt. Die Zeit beträgt 1 Minute 9 Sekunden. Junge, du bist gut zu Fuß, was? Zur Belohnung werde ich dir meinen Fanghaken anvertrauen. Damit willst du nun an Orte gelangen, die bisher außerhalb deiner Reichweite lagen. Besuch mich doch mal wieder, wenn du in der Gegend bist. Dann gebe ich dir wieder etwas Wertvolles. Noch etwas. Sei auf deinem Rückweg sehr vorsichtig. Jojo, machen wir doch. Und das war schon das erste Item. Es ist cool gefunden, dass ich es gerade geschafft habe. Ich hätte es nicht gedacht. Also ja. Weil das kann immer passieren, also man eben zweimal so in die Flammen reinsäckelt und am Schluss irgendwie Zeit verliert und nicht mehr durch die Türe durchschafft. Aber ist jetzt cool so, muss ich es nicht nochmal machen. Aber was ich jetzt gleich nochmal mache, ich versuche es gerade nochmal. Oh, das sieht nice aus. Ich versuche es gerade nochmal, weil ich nehme jetzt mal, man kann noch ein Herzteil holen. Das hätte ich jetzt eigentlich müssen wissen. Die blauen Steine habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Die blauen Steine kann man aus dem Weg schaffen, auch mit der Hymne der Zeit. Ich glaube irgendwo bei der Corona hat es zum Beispiel einen gehabt. Ich überlegt, ob es im Dekobaum einen gehabt hat. Ich bin zwar nicht. Ja, ich glaube es zwar nicht. Oh nein. Oh, nein. Ah, Mist. Okay, gerade mehr, wieso ich es nochmal machen muss. Weil, da ist so ein Herzteil Mist. Hey Guru, wieso bist du so hässig? Hallo? Ja. Ich werde nie vergessen, was vor 7 Jahren geschehen ist. Grrr. Dann ist nur dieser Typ in seiner Ocarina schuld. Wenn er sich noch einmal sehen lässt, kann er etwas erleben.
Hallo, ich habe eine. Was? Du besitzt eine Ocarina? Das darf doch nicht wahr sein. Das erinnert mich an diesen Tag vor genau 7 Jahren. Damals kam sein Rattengesicht hier herein und hat ein seltsames Lied gespielt. Das hat alles durcheinander gebracht. Nie werde ich dieses Lied vergessen. Ja, dann zeigt es mir halt und ich spiele es nachher und dann passiert das nochmal. Ist doch gut. Guru Guru. Du hast die Hymne des Sturms erlernt. Oh nein! Deine verflixte Ocarina ist ein Instrument des Teufels. Grrr. Ja, kein Stress. Und dafür ist auch das Ding viel schneller. Will ja mega viel schneller. Oh nein. Come on. So. Ah ja genau, was man mit Enterhaken übrigens machen kann, ist zum Beispiel... das ist zu weit weg. Aber das da... Hallo, Bonk. Geht das nicht? Jetzt haben gemeint, es geht. Also bei gewissen Sachen geht es. Ich glaube bei der Holzlatte geht es zum Beispiel. Nee. Ja, wegen etwas verbrechen und dann geht es gleich nicht. Wo geht's denn? Also bei gewissen Holzsachen geht es, aber einfach nicht bei allen. Ich habe nur im Kopf gehabt, auf dem Brunnen haben wir sich andingsen. Aber in dem Fall nicht. Oh, steck mal Schwert an. Kiste? Ah, da ist ja gar keine. Ja, den Geist brauche ich eigentlich nicht. Es geht angehen. Gehen wir erst schauen, was der Boris noch anzubieten hat. Aber hopp. Hallo Boris. Junge, bist du gut zu Fuß? Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ganz schön schnell. Lass uns um die Wette laufen, wenn das dir zutraut. Mama. Papa. Und... Ich glaube auch mal, dass ich es noch mal schaffen kann, oder? Also der Weg ist wieder genau der gleiche eigentlich, grundsätzlich. Oh, nein, nein, nein. Glück sein. Das Coole ist aber, dass man nicht muss schneller sein als er. Oh, apropos. Mist. Dass man nicht mehr schneller sein als er und dass es eigentlich trotzdem schaffen kann, wenn man ihn quasi nicht besiegt. Nein, nicht hängen bleiben. Weil Sushi ist eigentlich nicht machbar, der ist viel zu schnell. Jetzt gehe ich richtig rauf. Anhieb. Hm. 109. Das ist aber tight. Ich glaube auch nur, dass es mir etwas gibt. Ah, geschafft. Die Zeit beträgt 1 Minute und 6 Sekunden. Du bist ja wieder da, Junge. Hat dir mein Geschenk etwas genützt? Noch nicht, aber gleich mal. Okay, da gibt es nur noch 20 Rubin. Schade, da habe ich gemeint, es gibt noch etwas mehr. Schade. Aber stimmt, nur wegen dem Herzteil, den ich jetzt hier noch enthole, hat es sich jetzt gelohnt. Ist es jetzt langsamer wieder? Ich check's nicht.
So, das wär's. 1. Gut. Da könnte man neue Dings runter, neue Brunnen runter. Oder hat es jetzt kein Wasser? Hat es jetzt doch... Mal, jetzt kein Wasser mehr, oder? Aber, Au. Aber ich glaube, das ist... Nein, ich glaube, das ist einfach hier zusammengebrochen. Ja, genau. Genau, das ist hier nicht möglich. Noch nicht zumindest. Oder wäre es vielleicht schon möglich? Braucht man noch ein Item? Ich glaube es zwar nicht. Also muss man ja mal überlegen. Das Kontrollsymbol schnell abchecken. 24, nein, es gibt noch nichts. Baum ist auch nichts. Für ein paar Rubine. Okay, ja. Eben, Waldtempel. Gehen wir doch mal zum Waldtempel. Das Angenehme ist jetzt, dass er keine von diesen Dingen mehr rumschwebt. Rumschwebt, was sag ich? Dass die Skeletttypen in der Nacht nicht mehr umeinander säckeln. Dich nicht mehr angreifen. Dafür hat es dann aber etwas anderes gegeben. Also mich gerade daran erinnert. Ich glaube, das nennt Irrlicht. Ah nein, nicht trinken. The fuck? Geht das? Okay, dann trinke ich halt den Geist. Naja. Ich habe gemeint, es gibt einem sogar noch einen Herzli-Abzug, aber es gibt sogar ein Herzli dazu. Ist das neu? Nein, weil ich kann jetzt eigentlich freilassen, beziehungsweise trinken, weil also, auf der Ebene... Ich glaube, es gibt etwa 5 oder 10... 5 oder 10 von den von speziellen und besseren Irrlichten, die man einfangen kann und kann damit ich habe etwas anderes überlegt. Und damit kann Geld machen bei diesem Geisterhändler. Was ich mir jetzt gerade überlegt habe, ist, ob ich mir mein Ross soll holen, aber ich glaube... Ja, da wäre ich halt ein bisschen schneller. Wisst ihr was, das mache ich jetzt. Ja. Ah, das ist nämlich mega cool. Ich muss jetzt halt nochmal zurücksäckeln und ja, eben. Nochmal ein bisschen Zeit verloren, aber scheißegal. Weil das lohnt sich jetzt effektiv. Das wird ein bisschen eine Challenge sein. Aber eine Challenge, die sich lohnt. Ah ja. Es ist mega komisch, dass der Todesberg jetzt normal aussieht. Ist es wirklich nur von der Zitadelle der Zeit aus, was so schlimm ist? Ich muss ja mal auf den Todesberg raufgehen und schauen, ob das dann auch so ist. Nicht komisch. Anyway. Ding, ding. So. Ui. Das sieht aber auch ein bisschen schräg aus. Ja, schau, da will einer. Der Basil. Hallo Basil. Einige Leute verbreiten das Gerücht, ich hätte Talon um die Farm betrogen, aber
Das ist lächerlich. Talon hat alles heruntergewirtschaftet. Ich, der hart arbeitende Basil, habe meine ganze Kraft in diese Farm gesteckt. Niemand darf deshalb schlecht über mich sprechen. Im Vertrauen, eigentlich war es der mächtige Ganondorf, der meine Talente erkannte und mir die Farm überließ. Als Dank werde ich ihm das beste Pferd meiner Züchtung als Präsent überreichen. Sag mal, hättest du nicht Lust, eines meiner Pferde zu reiten? Für nur 10 Rubine lass ich dich reiten. Ja, Soll ich dir erklären, wie man reitet? Ah nein, das weiß ich schon. Die Farm dankt, hehehe. Genau. So, und ich will aber nicht das langweilige Pferd, ich will das ganz bestimmt. Tadam! Ah, das ist das falsche Lied. Nein, Mist. Wo ist das Symphonen-Lied schon wieder gegangen? Nö, ich will doch mit das alle nicht. Mit dir will ich auch nicht. Warte mal. Ich muss tatsächlich nachschauen. Jetzt habe ich es irgendwie vergessen. Aha, okay. Logisch. Aha! Hoi! Kannst du mich noch abholen? Kommt er übrigens nicht so hübsch aus. Hallo! Ui! Mach ich zurück. Also, Basil. Jetzt der Abschneiden halt der Antrick. Ja, ja. Da kommt es bekannt vor. Das ist genug. Ist es so funktioniert? Nee, warte mal. Hä? Nein, ich will... Bona? Muss ich jetzt noch ein Lied spielen oder kann ich auch so einfach... Nein, ich kann nicht. Also Bona, komm. Probieren wir das nochmal. Irgendwie muss ich doch einfach... also... Oh ja. Das ist so spannend gewesen. Anyway. Basil, ich sollte doch mit dir reden. Du reitest nicht schlecht. Wir werden mit einem kleinen Rennen. Eine Runde um die Koppel. Der Gewinner hat noch, sagen wir, 50 Rubine. Ja, sicher. Und das ist ein Beschiss. Sage ich nur so.